Countdown mehr. Mal, ich hatte den Countdown gehabt. 3, 2, 1, Oh. go! Ich eben nicht, darum bin ich so verwirrt. Oh mein Gott, der Countdown gehört jetzt mir. Ja, was musst du da für einen Knopf-Kombi drücken, dass er so... Ja, es ist wirklich so. Dann hast du noch einen Zauberer, dann hast du noch einen Pilz und dann Ja. könntest Nein, ich höre jetzt auf. Ah, Ich das bin gibt es aber Steffi. noch Newsflash. Nintendo hat ja diese Woche irgendwie da ihre Jahreskonferenz gehabt, wo sie vorgestellt haben, welche Games das kommen. Und not a gamer. Und ich habe auch überhaupt keine Ahnung von Zelda. Aber ich schaue natürlich jetzt all die Videos von all diesen Menschen, von all diesen Gamers, die wirklich so Freudentränen irgendwie die Keynote geschaut haben und gesehen haben, dass es ein Zelda-Remake gibt. Und die sind wirklich alle so völlig happy zerstört. Ich habe keine Ahnung, ich komme überhaupt nicht raus, ich muss es gleich schauen. Hey, also ich würde, und vor allem, du hast einen Sohn, der potenziell könnte in die Welt von Zelda einsteigen, weil es sind im Fall wirklich lässige Games. Aber hast du Zelda gespielt früher? Ich habe Zelda gespielt, ich habe, glaube ich, die Ocarina of Time oder so, das Ja, erste. eben Ocarina of Time kommt jetzt eben im Remake. Oh mein Gott, nein, es ist wirklich, als Game ist es wirklich mega herzig, weil es ist einfach so, du eben so quasi einfach der Link, die All-time high cute. best-rated games. Ja, es ist wirklich, es macht dir richtig Spass, du tauchst wahnsinnig in jede Welt. Und dann hast du so eine dumme Tonflöte, wo du immer musst so huhi, und dann kannst du etwas lösen. Es ist mega. Ja, das habe ich eben nicht gewusst, bis ich habe eben per Zufall habe ich dann eben, die hat mir die Videos eingespielt, den Algorithmus. Und dann gibt's eben, du siehst am Anfang einfach so einen, wie einen Wanddeckel von einem Schloss und dann hörst du eben, zuerst hörst du nur einen Ton und alle Hardcore-Fans machen dann schon so und dann hörst du einen Retter nochmal und dann hörst du die Tonmelodie und dann machen alle so, sind alle so völlig am Ausrasten und ich so, keine Ahnung, aber fest. Du willst einfach bei der Hysterie dabei sein. Finde ich total okay. Ich bin Also, voll interessiert. Ich habe sicher 20 von denen geschaut heute. okay. Ja, Zelda Ocarina of Time und also es kommt noch dieses Jahr raus für alle Gamers. Okay, gut. Also good to know. Vielleicht muss ich auch fertig. Nein, ich habe einfach wirklich, wo meine Kinder, also wo Mia, also vor dem Kind und wo Mia noch als Baby war, habe ich wirklich viel gamet, weil sie so ein extrem einfaches Baby war. Habe ich wirklich können die ganze Zeit nebendran, ich so, ist alles gut, und dann weiter gamet. Und irgendwann einmal habe ich einfach wirklich keine Zeit mehr gehabt. Aber es gibt schon lässige Games. Also, Ja, sehr lässige Games. Ich kann einfach nur immer, also es gibt einfach genau 4 Games, wo ich eigentlich einfach alle gespielt habe. Das ist Sims. ja. Mhm. Sims, eigentlich könnte ich Sims wieder mal runterladen. Das wäre eigentlich schon lustig. Das ist schon wieder lustig. Bei mir Weißt du, sind alle immer hässig gewesen, ja. Lebenswelt und richtig. Ja. Ja, also ich glaube, ich lade wieder Sims, aber ich könnte, vielleicht kann man mittlerweile so Neighborhoods connecten. Da könnte man dann Garantiert. Ich weiss nicht, was in der Sims-Welt abgeht. Also, ich könnte es ja kommentieren. Vielleicht ist ja jemand, der zuhört, findet jetzt Ja. Sims nach wie vor nice. Habe ich eigentlich nur die anderen 3 Reihen, die ich wirklich alle gespielt habe, sind Tomb Raider, weil Ja. cool gewesen. Ja. Uncharted, auch sehr cool gewesen. Mhm. Und GTA. Interesting. Okay, dann hast du so ein bisschen, okay, also ich bin, glaube ich, noch nie bin ich schon mal mit dir Auto gefahren? Nein, ich bin gefahren. Okay. Ja. Merke ich mir jetzt gerade ein bisschen mit dem GTA. Es ist Ja, Jennifer geht das Auto weg. ist und Es ist wirklich, ja, aber du kannst schon differenzieren, dass man Auto nicht einfach so stellen kann. Es ist okay. ja, und man darf auch nicht einfach Menschen überfahren, weil man sie jetzt blöd findet. Genau, aber wenn es einen guten Soundtrack hat, finde ich es nochmal etwas anderes. Aber anyway. Es hat sehr einen guten Soundtrack und gewisse Szenen in GTA sind schon einfach legendary. Da weisst du heute noch, Es ist schon so. was jetzt so passiert ist. Aber ja, weiss, gute Sachen, ja. also ich will jetzt auch Ocarina. Ja, also ich glaube, der Nein, Zelda könnte im Fall lässig und wirklich auch so ein bisschen als Familienprojekt, weil es ist wirklich ein lässiges Game auch für, ich weiss nicht, ab wann das ist, aber es ist wirklich also ein recht harmloses Spiel. Es ist wirklich noch nice. Also man hat keine schlaflose Nacht. Aber ich habe da zuerst gehört. Nein, wahrscheinlich nicht. Okay, also es ist jetzt neuerdings Halbschlau Vollherz, The Gamer Podcast. Nein, ist es nicht. Wir haben glaube ich unser ganzes Gamerwissen. Aber Steffi und Jenny sind da für euch. Das mal wieder geordnet. Ich habe einfach Freude gehabt. Wir haben doch jetzt auf Instagram letzte Woche haben wir unsere Tacos and Margarita Session haben wir jetzt doch in voller Länge gepostet. Wir haben noch relativ lang studiert, ob wir es machen sollen, weil es so fucking chaotic war. Aber wir haben es gepostet. Also falls du es noch nicht gesehen hast, geh auf Instagram schauen, weil es ist messy. Aber es Ja, ist genau. nice. Es ist ja vor allem auch so ein bisschen ein Sorry und ein Goodie, weil wir ja jetzt zweimal eine Woche Pause gehabt haben zwischen
Episode. Ja, das stimmt. Also, Also, geht schauen. Es ist so. Also, Jenny und ich haben vorher immer, bevor wir tatsächlich den Podcast starten, geben wir uns die ganze Zeit Updates und sagen, wir wollen jetzt aufhören reden, weil wir wollen es ja eigentlich aufnehmen. okay. Und ich habe, wie schon gesagt, vorher, weil unsere erste Rubrik ist nämlich «Shit I didn't buy». Und dann habe ich gesagt, hey, ich habe gar nicht gekauft diese Woche und auch gar nicht gekauft. Und dann hast du was gesagt? Boring. Es ist wirklich so, sorry. Es ist wirklich so Mitte Monat und ich habe irgendwie wie so, ich habe nicht mehr viel Geld, aber noch nicht kein Geld und noch nicht mehr Geld. Aber Es hast ist du so, nicht irgendetwas bookmarkt? natürlich. Steffi, what is wrong with you? I know, aber ich habe schon etwas, wo ich so würde gerne in mein Warenkörbchen rein tun. Soll ich es dir schon erzählen? Sind wir schon dran? Shit, I didn't Ja. buy, but I probably will. Ja. Weil ich habe ein bisschen Ferienstimmung. Und, also es ist gerade so ein bisschen, also ich kann ein bisschen einen Rundumschlag machen, weil es ist ein paar Badhosen, also ein One Piece. Und was ich nicht gecheckt habe, ich bin wirklich ein bisschen schauen, weil ich habe, glaube ich, nur so 7 Badhosen. Und, dann habe ich gefunden, irgendwie so, wir müssen eben schon mal, weißt, etwas Neues haben für Body. Und was ich nicht gewusst habe, kennst du Gabby Fresh? Ja, natürlich. Ich habe Okay. damals Swimsuits gehabt von ihr. Ey, wirklich. Also Gabby Fresh ist also Fashion-Influencerin und was ist sie eigentlich? Ist sie, also ich glaube von Haus aus irgendwie so Marketing-Expertin. Und I sie hat guess, ja. also wirklich, also coole Plus-Size Role Model, würde ich jetzt sagen. Und sie hat wirklich, ist ja eine von den ersten gewesen, die wirklich noch ein recht stylisches Swimwear-Label gegründet hat. Und ich weiss nicht, ob es immer noch das Gleiche ist, weil das habe ich jetzt entdeckt und sie hat jetzt, ich glaube, es ist ein neues Label, das Villa Fresca heisst. Oh, okay. Okay. Also, Nein, das habe ich nicht gewusst, dass sie jetzt ein eigenes Label hat, weil sie hat ja immer für Swimsuits for All. sie hat quasi Kollektionen gemacht und jetzt hat sie ein eigenes Label, also wahrscheinlich schon länger, ich habe das erst gerade drüber gestolpert. Okay. Villa Fresca. Und ich bin dort schauen und was ich sehr cool finde, ist, dass sie wirklich Bikinis macht für grosse Körper, für runde Körper und das haben wirklich verschiedene Frauen haben auch gesagt, weißt du, das sind so wie so String-Bikinis, weißt du, so wirklich, also weißt mit den Spaghetti-Träger und so, wo sie wirklich studiert, weißt du, dann hat es manchmal auch 2 Spaghetti-Träger und so, weil meistens, also in dem Fall nicht, aber die meisten Curvy Girls haben meistens auch so ein bisschen Oberweite. Aber auf jeden Fall habe ich dort ein One Piece entdeckt. Und zwar ist das der, ich muss gerade mal schnell schauen, er hat gar nicht, ich glaube, er heisst Aber Andy. ich bin jetzt gerade drauf. Villa Fresca. Villa Fresca. Also, mir zeigt es irgendwie an, ein so ein Swimsuit ist irgendwie $4.800. Sicher nicht, geht's noch? Cannot be. Wo bin ich da jetzt? Wo bist du gelandet? Also ich habe einen One Piece, das ist der Andy. Taiwanese Dollars. Aber es ist das gleiche Dollarzeichen. What? Nein, es ist eine amerikanische Website. Es ist villafresca.com. Ja, Und der One Piece, jetzt musst du schauen, der macht mich völlig fertig. Es ist so Baywatch, aber hey, so ein cooler Einteiler mit so riesen Ösen bei den Hüften und dann so eine völlig unverhältnismäßige rote Masche, wo du dann da durchfädelst und du hast wie so Bows, die auf deinen ausladenden Hüften sind und mit diesen schönen Ösen. Ich finde es so cool. Also wirklich. Ja, ich muss auch. Also wirklich Baywatch, aber Special Edition. Und ich finde, der One Piece, also der geht's von irgendwie XS bis 4XL. Es ist so ein bisschen Skims, weißt du, so quasi von der Breite her. Okay. Und 123 Franken, wäre es jetzt umgerechnet, finde ich. Ja. Okay. Ich habe noch so einen OG Swimsuit, den sie designt hat für Swimsuits for All. Der lebt noch. Ja, aber ich habe auch 3 Badkleider. Und ich habe jetzt auch letztes wieder mal geschaut und hey, ich meine, wie schwierig ist es? Es ist Die Prints! Ich meine, es ist wie Ulla Popken, aber einfach auf jedem Badkleid. nein, es geht nicht. Niemand will grossflächige Blumen und auch nicht irgendwelche Kätzchen, die irgendwie, weißt du, quasi mit so einem Blümchen. Nein, einfach nicht. Nein. Also, ja, ich finde sowieso One Piece oder Two Piece. Ich habe, glaube ich, irgendwie vor etwa 5 Jahren das erste Mal in meinem Leben ein Bikini getragen. Und zwar in Spanien, weil ich gemerkt habe, dort haben alle ein Bikini. Da bist du ein totaler Weirdo, wenn du einen Einteiler anhast. Lustig. Und jetzt ist wirklich lustig. Und, also ich bin schon ein Badhosenmensch. Und ich glaube, mein Bauch hat wahrscheinlich am wenigsten UV-Strahlung abbekommen von irgendeinem erwachsenen Mensch auf dem Planet. Es ist wirklich, ich kann so einer Hand abzählen, wie oft das mein Bauch an der Bist du Sonne mit mir auf die Dachterrasse? Hey, nein, das könnte ich eigentlich. Ich könnte blüteln. Nein, die Nachbarn müssen jetzt nicht das Gefühl haben, ich gehe jetzt, nein. Ich kann nie singeln, was soll ich? Nein, ich verbrenne mich ja gerade. Why? Aber ich könnte jetzt vielleicht meinen Villa Fresca Einteiler zeigen.
Er wird zu den Nägeln passen heute, das wäre schon les. Ja, nein. Cool. Okay, also ich habe es noch nicht gekauft. Ja. Was ist dein Shit I didn't buy? Sonst können wir es nachher zusammenborsten, dann sparen wir uns Porto. Gell, ich befürchte das eben ein bisschen. Also wir sind die offiziellen Enabler, wir zwei. Hey, Okay. ich didn't buy, es ist wirklich einfach es ist so wieder so 'n Ding, es ist nicht so ganz günstig, es ist aber auch nicht mega teuer. Aber ich bin dann wieder so wieder der Vollhorst, der dann findet: „Ja, aber wann leist das an?“ Das habe ich schon viel gehört von dir. Ich weiss, es ist, vom British Label Fawn und ich habe den noch nie gehört. Und ich weiss eben auch nicht, also sie gehen bis zum XL. Ich weiss nicht, wie gross die geschnitten sind. Das Kleid, das ich gesehen habe, sieht recht roomy aus. Und es ist so 'nen, Satin in Sage und es ist wirklich einfach so 'n 20s Mega 20s schön. Dress mit so Spitzen vorne und so ganz, weißt du, so ganz luftige Ärmel und ganz lustig geschnitten mit Hosensäck natürlich. Ganz wichtig. Ja, Aber die Farbe finde ich so irrsinnig schön. es sieht einfach richtig leger aus. Also, weißt du, wie so 'n bisschen so 'nen, Seide-Kimono, so 'n Hey, Seiden-Morgenmantel oder so. Für 239 Franken. ich weiss genau, was du meinst. Es ist genug, dass du findest, ist ein bisschen risky, wenn ich wirklich die Schnitte nicht kenne und so, aber andererseits findest du: „Oh no, du hast schon dümmer Geld ausgegeben.“ Und Ja, also eben, es wenn ist nicht so völlig out there, aber du findest gleich, ja, und vor allem, wenn er dümmstenfalls nicht sitzt, kannst du ihn ja immer noch an unseren Kleiderverkauf mitnehmen, an unseren das Flomi. stimmt. Und dann habe ich eben gefunden, und dann habe ich eben gesehen, das Kleid ist jetzt 'ne andere Farbe, aber es gibt's auch noch in dieser anderen Farbe. Das Kleid gibt's auch als Bluse. Ah, mega, das ist aber auch sehr Ja, les. aber dann bin ich eben wieder so voll der Vollmichi und finde so: „Also das Kleid kostet 239 Franken und die Bluse 201. Also das Ja, ist ja schon 'n schlechter Deal.“ ja, das stimmt. Also, weil das Kleid hat viel mehr Stoff dran. Also, Und ich meine, das hm, Ding ist wahrscheinlich die Knöpfli und die Spitzen vorne und so. ja, Dann also ich weiss nicht, sollen wir einfach aufs Blüsli gehen? aber Aber das nicht Blüsli in ist beige, weiß. oder? Ich finde eben nein, ich finde eben beim Kleid ist die Farbe wirklich so schön, das Grau, Ja, es ist ja Pastellgrün. so Sage, glaube ich. Ja, es ist wirklich und das war it will look good on you. Eben, noch mal gegenseitig enablen, aber ich finde es sehr, sehr Die haben hübsch. so schön, oh Gott, schau mal, ich darf gar nicht. Sie haben auch, es heisst also toll, Bed Jacket. Das ist einfach so das Es Rüschen ah, Cotton ein Schlüpfli. Stoffjackett. Ja, also ich finde es sehr, Okay, sorry, sehr obsessed. los. Ja, und ich glaube, wir müssen Sorry. dich jetzt unterbrechen, weil ich glaube, du bist jetzt schon Zeug im Warenkorb am Füllen und es kann sein, dass du das während dem Podcast machst, dass du dann nachher wie sagst, du bist nicht ganz Hm, zurechnungsfähig gewesen und schickst nicht es. in dem Sage. Also, ich Okay, wollte no. einfach wissen, not me. Okay, also Faun, Faune, gehen wir schauen und Villa Fresca. Das sind unsere zwei Zusammenreis-Tipps. Fashion, lustigerweise, wir haben ja jedes Mal etwas anderes, beide ein bisschen Mode. Ist Finde so. ich gut. Ich Aber glaube, es hey, ist Zürich Sommerstimmung. ist Confession Time. Ja, es ist wirklich definitiv Confession Time und ich habe so eine gute Geschichte. Und, Hey, ähm, weißt du, ich kann sehr viel eine Confession machen mit Shit I did buy. oh, aber Jenny, bin ich nachher enttäuscht von dir? Nein, you be proud of me, Mama. Also gut. Ich bin ein Konsumopfer gewesen. Für all die, die's noch nicht wissen, für all die, die unter dem Stein leben, nein, Rhode, so das sind die Mhm. mit der Milk Glaze Super Skin Bieber, die liefern die jetzt in die Schweiz. Und zwar direkt von der Rhode-Seite aus, nicht über Sephora oder irgendetwas, sondern direkt von Rhode aus. Und am Dienstagabend um 6 Uhr haben sie das gelauncht. Und Jenny hat natürlich Glow Set Add to Cart gemacht und ist dann wirklich, I kid you not, ganze fucking 45 Minuten in der Warteschleife gsi zum Checkout. Wirklich jetzt? Aha. Also haben sie irgendwie worldwide Nein, sie haben Delivery? die Schweiz gelauncht und ich glaube noch 3 andere Länder. Really? Aber Und so es ist gerade im europäische Länder, Zusammenbruch? nicht irgendwie weißt, so Brasilien oder Ja, irgendetwas ja, Grosses, sondern okay. so Tschechien oder so. Aber gibt's dir wenigstens ein gutes Gefühl, dass du ein Opfer bist unter vielen? Ja, ich finde mich immer, das finde ich immer schön. Gell? Ich assimiliere mich zu dem, das ist gut. Nein, ich bin also schon gespannt aufs Glow Set, muss ich sagen. So auf die Also Glazing Milk und so, ich bin schon gespannt.
Ja, Also, ich meine, also sie hat nur gute Bewertungen für das Glow-Set. Also, ja. Okay, also ich bin gespannt und also ich weißt du, hoffe, wenn du jetzt dann mit der Sonnenbrille musst tauchen, weil es dich so blendet, weil ich so das glowy ist bin, wirklich, weißt du, kannst du bitte die Kamera abstellen, weil es gibt ja, Störungen. dann ist es Das ist gut. entweder geräucherter Landspeck oder das Glow-Set. Das ist wirklich, oh, ich habe so Muskelkater. Ich war bei der Physio gestern wieder und sie hat mich Oh so nein. gebladet. Das ist wirklich gemein, ich habe total Muskelkater. Aber ich glaube, weil ich so Schmerzen hatte in den Knien, dass ich alles angestrengt habe und jetzt Oh ist es nicht no. gut. Ich bin Ja, froh, oh, ich habe mein Set, ich kann jetzt einmal so Physio machen, ich kann jetzt mein Set durch. okay, das ist gut. Weißt du, sie hat nochmal eins verschrieben. Sie so, wir Ja, sind noch nicht mir fertig. auch. Aber dann hat sie Scheiße. wieder den Kapitalfehler gemacht, dass sie bei der letzten Sitzung hat sich jetzt lang umgezügelt und dann haben wir keine Zeit mehr gehabt, zum Termine abmachen. Ich meine, Upsi. es ist jetzt no fucking way in hell, dass ich jetzt nochmal Termine. Ja, und vor allem, weißt du, so der Sommertour finde ich also auch noch ein bisschen streng. Aber Ja, anyway, also, 3 Wochen weg im Sommer und dann, was soll ich jetzt? Zweimal voran und dann noch 3 Wochen nicht. ja, nein. I don't know. Also also Disclaimer, falls meine Physiotherapeutin, Andrea, du machst das total gut. Ja, Aber ja, no hate. sie hat mich letzte Woche zum Brüllen gebracht, weil sie Ja. Dry Needling gemacht hat. Und dann Oh habe ich Gott. irgendwie angefangen zu brüllen. Sie hat Dry Needling gemacht, das kann sie eben auch. Das Oh. ist so triggern, aber dann nachher noch eine Nadel drin. Und das hat mir dann nachher so weh getan. Und ich bin einfach, weißt du, ich habe so das Gefühl, ich kann doch nicht, weißt du, irgendwie sagen, hör auf, das tut so weh. Und dann hat es mir so weh getan, so lange, dass ich in Tränen ausgebrochen bin. Ja, Und sie so, das du ist musst es normal, Steffi. vorher sagen. Das war schlimm Ja, gewesen. bitte, das ist wirklich nicht normal. Du solltest nicht in Tränen. Ich weiss, aber vielleicht ist es jetzt auch Hormonschub, ich weiss es nicht. Also Andrea, du machst das tiptop, meine Knie danke dir sicher in 3 Monaten. Jetzt nicht, ich habe Muskelkater. Okay. Ja. Wo bin ich? Aber Wo nein, bin du ich hast wieder jetzt bei auch noch Uni? Fashion Ich weiss Time. ich bin nur in New York. Ich habe das Gefühl gehabt, das hätte noch einen Uni-Aufdruck, aber es ist, nein, nicht. Ah, Nicht so mit spannend. NYU. Harvard wäre auch noch cool gewesen. Dann hätten alle Expensive. gesagt, wow, und ich so, I know. Shit, Ja. 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 Mhm, mhm. Nichts ist. Nichts ist. Ja. Aber ich habe ein bisschen vorgegriffen mit meiner Arschlochgeschichte. Ich habe gemeint, das sei dein total guter Segway gewesen vorher. Ah. Aber Aber das ist ich jetzt, habe was du mich. Okay, ich bin gespannt. ja, ich kann schnell ein bisschen vorwarnen, weil die Geschichte auf Reddit, die Frage, die Am I the Asshole-Frage, ist mir nämlich ins Auge gestochen und du wirst gerade herausfinden, warum. Also, die Oh. Am I the Asshole-Frage von der Woche ist, bin ich das Arschloch, will ich nicht automatisch Kinderbetreuerin sein? Okay? Also, ich fange jetzt an. Für die Uninitiated, ich erzähle nochmal schnell, Reddit ist ein Forum online und die haben das Am I the Asshole Forum und da stellen die Leute Fragen und finden irgendwie so quasi, ich finde, ich bin jetzt nicht so ein Arschloch und erzählen etwas aus ihrem Leben. Und Jenny und ich sind die ultimativer, wie heissen die, Stadler und Waldorf von der Muppet Show und wir richten total gern. Und darum erzähle ich jetzt die Geschichte. Monster. Es ist wirklich, und du kannst immer, weißt du, bei der Jenny sehe ich manchmal, währenddem ich die Geschichte vorlese, sehe ich schon ihr Urteil, dies Urteilgesicht. Aber jetzt kommt die Geschichte von dieser Frau, die nicht immer möchte Kinderbetreuerin sein. Sie schreibt Folgendes, sind ihr ready? So, ich muss noch schnell frisieren. Okay. Sie schreibt, ich, Klammer 29 weiblich, bin die Gotte vom 3-jährigen Finn, der Sohn von meinem besten Freund. Aha, okay. Das ist, Jenny hat da persönliche Beziehungen zu dem Namen. Aber deine ist besser geschrieben. Das ist ganz ein normaler F-I-N-N. Just saying. Boring. Also, sie schreibt weiter. Ich kann es echt gut mit Kind und ich liebe den Finn natürlich auch über alles und ich freue mich jedes Mal, wenn ich mit ihm Zeit verbringen kann. Trotzdem habe ich über die letzten paar Monate gemerkt, dass ich irgendwie bei jedem Unterfangen, das wir haben, automatisch zur Kinderbetreuerin werde. Also, wir gehen in einer Freundesgruppe irgendwo grillieren. Ich bin für den Finn zuständig. Alle sitzen ums Feuer rum und haben Spass. Ich bespasse den Finn. Beim gemütlichen Spieleabend, alle spielen Brettspiel und trinken, ich spiele mit dem Finn. Oder zum Beispiel am kommenden Wochenende. Wir haben eine Party geplant in unserer Freundesgruppe, draussen grillieren und ein bisschen quatschen. Gestern haben wir uns in der Gruppe abgesprochen, wer dann was vorbereitet. Und da wir beim Kollegen die feiern, müssen wir auch noch alles aufbauen. Sie haben dann alles eingeteilt, wer Salat macht, wer Fleisch mitbringt und irgendwann einmal auch, okay, Lukas, also ihr bester Freund und der Vater von Finn, und Laura, seine Frau, stellen den Tisch auf und OP, also jetzt die Gotte von Finn, du kannst ja in dieser Zeit den Finn bespassen, damit er uns nicht im Weg ist. Ja. Ich habe dann gemeint, dass ich eigentlich die Bar aufstellen wollte, wo wir noch Cocktails machen wollten. Aber dann hat es geheißen, nein, das macht jemand anders. Du bist die grösste Hilfe, wenn du den Finn vom Trubel weghaltest. Grundsätzlich finde ich es ja auch sehr schön, Zeit mit dem Finn zu verbringen. Aber es hat schon auch einen Grund, wieso ich kein eigenes Kind habe. Weil ich eben auch mal solche Übungen geniessen will, ohne auf ein Kind achten.
Sie schreibt weiter, mir ist es bewusst, dass ich als Gottin natürlich auch andere Verpflichtungen habe als meine anderen Freunde, aber trotzdem fühle ich mich momentan ein bisschen wie eine unbezahlte Nanny. Und da wir uns auch wirklich oft sehen, und jetzt kommt's, bin ich mindestens 2 Abende pro Woche vollständig für den Finn verantwortlich, inklusive Essen, Windeln, ins Bett bringen und so weiter, plus dann auch mindestens einen Tag am Wochenende. Ich nehme Hä? meinen Freunden natürlich gerne ein bisschen Arbeit ab und ich gönne ihnen auch die paar kinderfreien Stunden, aber ich fühle mich, als würde der Finn ständig auf mich abgeschoben werden. Und ich frage mich jetzt, ob ich mich da einfach blöd anstelle. Ich habe ja bewusst zugesagt, dass ich seine Gotte will werden. Aber bin ich das Arschloch, beziehungsweise wäre ich das Arschloch, wenn ich bei meinem besten Freund das Thema wieder anspreche, dass ich nicht immer so Default-Person für Kinderbetreuung will sein. Okay. Aha. Thoughts, Jennifer? Ja, also wie viel Betreuungspensen sollten Gott und Götti machen? Kann ich mir das noch mal aufschreiben? Gell? Es ist wirklich so. Also, es ist ein Kommentar ist wirklich gewesen, einer hat geschrieben, meine Kinder sind zwar schon 1 und 5, aber ich glaube, ich sollte mir schleunigst ein paar Gottinnen und Göttis zutun. Das ist ja mega praktisch. Also, wir haben das ja auch, Gott und Götti, und die sind alle wunderbar und toll. Aber also, mir würde es ja nicht im Leben in den Sinn kommen. What? Okay. Also, ja, ich meine, ich finde, wenn du natürlich einfach die Default-Person bist, die dann Kinderbetreuung macht, so ungefragt, finde ich immer extrem uncool. So bei so Anlässen, wo so Erwachsene wir wie Erwachsene sind und irgendwie 1, 2 Kinder. Also, ich bin ja der grosse Typ, der freiwillig mit den Kindern abhängt, weil es also, kommt drauf an. Also, weißt du, wenn's jetzt so wirklich so 'n grosser Anlass ist, wo ich auch nicht alle kenne und so, dann findest du mich eigentlich mit den Kindern, so. Okay, interesting. Weil ja, Kinder sind einfach meistens die besseren Menschen. Harte Worte, aber kinda true. Thank you. Ja, von dem her, also aber wenn du dich dann immer und auch das nicht so cool findest, ja, ich weiss nicht, wenn du einfach immer so der Default-Jöckel bist, das ist nicht Also cool. Not the also apple. not the asshole. Also das haben wirklich, also jetzt der Beitrag ist noch nicht alt, ist erst seit ein paar Tagen online und so, aber es haben also 113 Leute haben gesagt, nicht Arschloch. Mhm. 6 Leute haben gesagt, kennen ist das Arschloch. Und irgendwie jemand hat noch gefunden, wieso sind die anderen sind Arschlöcher. Aber es ist irgendwie so, nein, du bist das Arschloch. Aber hey, ich finde irgendwie, was mich stutzig macht, Arschloch, ich meine, du kannst es ja versuchen. hey, aber Weißt weißt du, es auch nicht böse sein, das ist das, was meine Therapeutin mir gesagt hat. Nur weil du das im Kopf denkst, böse sein, heisst das nicht, dass die anderen Leute das wissen, und dann darfst du nicht böse sein, dass die anderen Leute das nicht wissen. Es ist so. Weißt, aber in so einem Fall, also ich finde, es gibt sowieso Diskussionen. Wir haben, glaube wir haben schon mal MIDS-Geschichte gehabt, wo es um Gott und Göttis gegangen ist. Wow. Und ich finde, ich glaube, wir haben schon mal über das geredet gehabt, weil ich habe dann irgendwie gefunden, ich bin 6-fache Gottes irgendwie zeitlebens. Und ich habe wirklich mit allen recht klar abgemacht. Ich habe gesagt, Guys, ich bin im Fall nicht die dann einfach irgendwie, weißt, so quasi in den Zoo geht und im Wochenendweise die Kinder hat. Das habe ich natürlich zwischendrin schon gemacht. Aber für mich ist wirklich meine Ansprüche auch an Gott und Göttis ist allgemein eben Geburtstag, Weihnachten nicht vergessen und wenn es dazwischen, wenn man sich sieht, mega lässig. Aber ich finde das jetzt irgendwie, was unsere Posterin schreibt, es tönt eben so, als weißt, sie ist quasi die beste, also der Vater von dem Kind ist ja ihr bester Freund, oder? Und das ist so offensichtlich ein grosser Freundeskreis, wo alle über gleich alt sind. Und ich finde es absolut crazy, weißt, dass die, also weißt, und wahrscheinlich hat sie von Anfang an hat sie gefunden, jö, sie hat den Finn so gerne, sie hat kein eigenes Kind. Und dann kann das einfach kippen, wenn du einfach immer ja sagst, aber wenn sie mehrmals pro Woche wirklich stundenlang das Kind betreut, Hey, und das der ist ist noch crazy. klein, der braucht noch Windeln, sie hat das Alter nicht gesagt, aber das ist noch Nein, ein das ist kleines crazy. Kind. Also, ich meine, du kannst ja schon vielleicht dann etwas machen, dass du vielleicht einen Mittagstisch machst, wenn du gerade nebendran wohnst oder so. Ich meine, es kann ja schon sein, dass es irgendein Ding gibt, und wenn das für dich okay ist, aber irgendwie mehrfach pro Woche und irgendwie am Wochenende und so. Nein, ist absurd. Anyway, also wir sind uns sowieso einig. Ich habe ja gewusst, das ist, bei den meisten sind ja die Fälle recht klar. Aber ich finde, es ist ein guter Anlass wieder zum einfach nicht einmal mit Gott und Götti Diskussionen, sondern einfach Boundaries. Weil, und ich verstehe es, die ist 29 und es ist manchmal in diesem Alter auch nicht ganz einfach, zum eben Grenzen zu setzen. Und sie ist ja auch das erste Mal in dieser Situation. Ich glaube, wir zwei, ich Ü50, du Ü40, hätten wahrscheinlich schon lange gesagt, nein, 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 nein. Entschuldigung, die nur hören,
Ich habe den geschenkt bekommen, es ist ein Stresstierli, ein Gehöckelt. Und dann kannst du ihn so drücken und dann tut er so... Ich habe gedacht, der sieht so fluffig aus. Er ist wirklich fluffig. Gut, das ist Und cool. er passt zu meiner Maniküre. Und der ist jetzt der, den ich immer finde, so, nein. Gut. Entschuldigung für die Soundeffekte, das habe ich nicht wollen. Ich kann ihn nur gerade entdecken. Kann man dazu müssen Sie so ein GIF machen von dem? Eigentlich schon. Können wir machen. Es ist Also, wenn wirklich bei uns so ein GIF gewesen. Einfach immer so... einblenden. Körbel. Okay. Schön. Sorry, es ist keine Kinderstunde. Nein, es ist eigentlich einfach ein grosser roter Fisch und wenn er Körbel sieht es aus, als hätte er so 20 kleine Nemos im Maul. Es ist wirklich lustig. Also ich glaube, wir könnten auch wirklich, ich finde, wir könnten einen Post machen bei uns mit dem. Es ist wirklich der Körbli-Fisch. Ist gut? Ja, Jenny so, nein. doch, es ist so der Körbelfisch-Barometer. Es ist wirklich so. Wir sagen, Du kannst doch bei Hey Pretty, weißt du, bei all diesen Sachen, die dich nicht überzeugen, kannst du sagen, gell, aber wieso gibt es einfach einen Kötzli-Fisch? Okay. Gut, sorry, ich habe fertig gespielt. Und wir sind uns auch wirklich einig mit unserer MIDSO-Geschichte. Macht das nicht, Leute. Einfach jemanden missbrauchen als Free Babysitter ist immer uncool. Immer. Egal wer. ja, absolut. Und wenn euch irgendetwas nervt und ihr nur immer im Kopf sagt, dass euch das nervt, dann müsst ihr es auch mal nicht sagen. Es ist so. Nicht für alle einfach. Ich rede auch mit mir selber. Oh. Multiple Ich liebe voices. das. Ich glaube, wenn mein Mann den Podcast hört, wenn er so Sachen hört, sagt, ich habe manchmal ein bisschen Mühe zum sagen, was ich will, wie das so laut rauslachen. Er hat gesagt, im Kommandieren bin ich die Beste von allen. Also von dem her, ich glaube, es kommt einfach darauf an, weißt du, Oh. wem. Willst du darüber reden? Nein, jetzt gerade nicht. Oder du kannst einfach Geld verlangen dafür. Ich glaube, für das müssen wir so wahrscheinlich 100 bis 150 Franken pro Stunde zahlen. Ich will dich nicht missbrauchen für das. Das ist völlig okay. So, ja, aber es ist, who knows, vielleicht haben wir auch die eine oder andere Therapeutin, die uns zulässt. Wir können ja mal DMs hin und her sliden. Das wäre wahrscheinlich schon fast unethisch, aber Tönt sehr danach. Ich glaube, wir sollten jetzt ganz schnell das Thema wechseln. ja, Wirklich. ja, shit, das musst du gehört haben. Ja, erzähl. Was muss ich diese Woche gehört haben? Ja, Du hast immer die guten Stories. ausholen, weil es ist ein bisschen abstrakt, wenn man es sehr schmal hört. Okay. So, also, es gibt ein aktuelles, ich nenne es jetzt mal Forschungsprojekt. Das heisst Emergence World. Und das Ganze kann man unter world.emergence.ai kann man sich das ziehen. Und die haben jetzt gerade so die erste Season gehabt und jetzt kommt dann die zweite Season. Und was sie eigentlich grundsätzlich gemacht haben, das ist, es ist, das ist so lustig und abstrus. Also ich muss von vorne anfangen. Sie haben eine Welt gebaut. Also wirklich eine komplette Welt. Also mit Leuten, die dort wohnen, mit Häuschen und mit Bergen und mit Feuerwehr und mit allem. Und dann haben sie die dupliziert. Das heisst, es hat 5 von diesen Welten gegeben. Alle genau gleich. Der einzige Unterschied ist, wer sozusagen in charge ist in dieser Welt. Also eine Welt wird von Claude, also von der KI Claude betreut, die andere von OpenAI, also ChatGPT, dann die eine von Grok, die andere von Gemini 3 und dann noch ein Mix von all denen zusammen. Und dann hat es einfach 15 Tage laufen lassen und geschaut, was passiert. Es ist schon recht lustig. Also man hat gesehen, dass die Welt, wo Claude in charge ist, hat die stärkste soziale Stabilität gehabt und hat die ganze also die ganze Population während diesen 16 Tagen können aufrechterhalten ohne Verbrechen. Und hat eigentlich auch so, sie haben verschiedene Parameter gehabt, also Health and Safety, Public Unrest und so. Und sie haben dann, das ist die einzige KI-Welt gewesen, wo in dem Sinne auch kein Civil Unrest gehabt hat. Okay. Grok hat irgendwie über 180 Verbrechen gemacht in 3 Tagen und hat sich dann irgendwie völlig instabil gemacht und hat sich kollabiert. Also sie hat das ist wie eine Reality-Serie. Also quasi, KI hat das Drehbuch geschrieben, oder? Und einfach gesagt, wir machen jetzt, wir lassen was passiert, wenn du KI über längere Zeit einfach irgendwie sich selber überlässt und wie halt einfach die einzelnen Agents also programmiert sind. Und du kannst eben auf dieser Webseite einen Recap schauen von der Season 1 und jetzt kommt dann Season 2. Und es ist wirklich noch interessant, wir haben dann so verschiedene eben
Population Health and Growth Measures oder Public Expression, Safety, Vitality. Also sind dann wirklich alles so gemessen. Das ist wirklich absolut, ja. Also Gemini 3 ist absolut most lawless. Okay. Am schnellsten selbst zerstört hat sich Grok. Auch irgendwie no surprise, really. Aber Ja, kann ich sagen. es ist recht lustig. Also shit, das musst du gehört haben. Kannst du mal schauen. Okay, gut. Also, das können wir noch anschauen. Wie heisst die Website nochmal? Sag's. World.emergence. Okay, also tönt das notieren und die ganz, ganz Mutigen gehen das anschauen. Ich weiß nicht. Also, es tönt spannend. Ich habe, glaube ich, genug zu tun mit meinen von Menschen vielleicht geschriebenen Serien. Und hey, KI ist im Fall auch ein Thema gewesen. Ich bin diese Woche mit Freunden den neuen Steven Spielberg-Film schauen. Ah, Und es geht ja auch fest um so, eben auch so ein bisschen künstliche Intelligenz und irgendwie Aliens und so. Und ich will nicht spoilern. Aber also Disclosure Day lohnt sich, aber vor allem für Leute, die, weißt, wo wirklich so E.T.-Fans sind. Oh. Weil es ist so Vintage Spielberg. Es ist schon noch irgendwie so ein bisschen charmant, wie er einfach wirklich so dramatische Sachen irgendwie wieder eingeflochten hat. Und der Typ ist einfach besessen von Aliens und vom Gedanken, dass wir nicht allein sind im Universum und so. Also es ist wirklich gut gewesen und also ich finde, es lohnt sich. Es ist noch so ein geiler Popcorn-Blockbuster. Okay, ich habe noch gar nichts von dem gehört. Ah, also es ist, ja, ich weiss, Solange Kino ist jetzt der nicht so Avatar riesig. 45 ist gut. Ja, nein, ist es nicht bis jetzt, aber es hat richtig Spass gemacht und Emily Blunt spielt total gut. Ich bin zwar immer ein bisschen abgelenkt gewesen, weil ich fand, deine Backenknochen sind Sie hat anders. mega etwas gemacht, oder? Ja, es ist wirklich so, ich probiere es jetzt in die Kamera zu machen, du weißt schon, was ich meine, der da. Mhm. Oder wenn es da plötzlich auf der Seite so raussteht, Backenknochen, dass du findest, bist du schon immer so? I don't know. Vielleicht auch Alien-Einfluss. We don't know. Aber sie haben oder mega gut ich habe gespielt. so ein, das habe ich ja auch gelernt, dank TikTok, Buccal Fat Removal. Vocal Fat Removal. Oder von der Backeninnenseite absaugen lässt, I guess. Genau. Also du tust es richtig rausschneiden. Das Problem ist, das kannst du nicht mehr ersetzen. Wenn das einmal draussen ist es draussen. Und das ist vielleicht mit 24... Alle bereuen in 20 Jahren. Hey, sie haben also findet, ich habe so ein Babyface und so, und sie werden auch so eingefallen, ich so krasse Wangenknochen. Hey, und mit 40 sieht das schon so scheiße aus. Du siehst eingefallen aus und krank und so. Don't do it, children, don't do it. Gut, Ja, okay. weil das Rant. ist einfach nur leider kein Kind zu. Aber falls! Hey, falls jemand unter 30 ist, macht es nicht. Ist gut. Oh, ich glaube, Life ich lessons. ist definitiv nicht U30. Aber Nein. vielleicht jemand euch im Umfeld, der U30 ist. Ja, genau. Vielleicht kennt ihr ja ein Kind. Mhm. Wie vielleicht Gotti vom Finn oder so. Ich weiß auch nicht. Wow. Entschuldigung, also nicht dein Finn, sondern der Das ist Am I the okay. Asshole Finn, Okay. natürlich. Aber ich meine, ich kann man nicht Zeit mit einem Film verbringen. Nein, also, ich meine, das ist ja ganz klar. Ja. Hey, wir sind schon wieder, wir haben wieder überzogen. Unsere Magic halbe Stunde ist schon vorbei. Nein, aber wir sind im Fall total parat. Jenny und ich sind hochmotiviert. Und auch wenn die Hitzewelle jetzt wieder zurückkommt, wir sind für euch da. Wirklich. Darum nehmen wir am Abend den Podcast auf, weil es einfach da irgendwie nur noch 30 Grad ist bei mir in der Wohnung. Es ist Ja. okay. Aber heute bin ich im Pulli. Ich meine, anything can happen. Super. Hey, one life, one chance. Es ist so. Gutes Schlusswort. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bye bye! Tschüss.